Guten Abend. Willkommen an dieser Sendung am Kader von der Chamberwahl 2016. Viele Themen, viele Punkte stehen an der Wahlprogramme. Heute freuen wir den Kandidat Marc Görgen, Spitzenkandidat von den Piraten am Süden. Guten Abend. Guten Abend, Marc. Ihr seid Generalsekretär von den Piraten. Jetzt sind wir nur nach ein paar Tage bis der Wahlsonde. Wie gut waren Piraten das Wahl vorbereitet? So gut wie noch nie. Wir hatten das keine Chance, dass keine viele Wahlen waren. Wir das wir gut konnten darauf vorbereiten, direkt nur den Gemengewahlen, die für uns immens erfolgreich waren, sind wir auch hingegangen. Wir haben die Kampagne präpariert, sodass wir mit jeder Partei waren, die am schon Wahlprogramme rausgehen haben. Dann ist ganz Kampagne stung auch du schon. Aber wie die Leute auch dabei gemerkt haben, waren wir super präpariert. Das kann ja, wenn man die Leute wirklich wollte, man da eine Idee überzeugen. Wie hat sich der Sturm ausgewirkt auf Erdmaterial? Am Anfang ganz schlecht, also der Sturm, wo der Weekend draufgegangen war, den hat viel Plakate draufgehalten, viel von also ganz große für allem umgehalten. Wir haben aber da tiptop Membern, die hingegangen sind, und sind ihrem abgerichtet, sodass bis auf die, wo wir Futti gegangen sind, wir nicht ersetzen können, die anderen aber alle gut abgerichtet sind. Wie echt geht ihr an eine Kooperation mit der PID an die Wahlen? Ne? Mhm. Das ist die wir haben eine Aufruf gehabt am Frühjahr von der PID, für Martinen zusammen ein Lösch abzubauen. Ich war da am Anfang ganz kritisch, das ging ich auch zu. Ich muss aber so, wenn ich den Bilan ging zeigen, was bis und der Arbeit und der Kooperation rauskomme, also das ganz positiv verlaufen waren. Ich kann mich da gar nicht beschweren. Am Contraire, PID hat gute Ideen abgebracht, noch ganz gut Leute, sodass wir unsere Equipe verstärken konnten. Zu Peting hat ihr letztes Jahr eine Nation gepackt. Mit über 9% kommen Präten an der Gemengerot. Wie ist das Ziel für den 14. Oktober? Also wir wären froh, wenn wir am Süden noch gingen, ob die 9% kommen, das ist aber ein bisschen heiß gekraft. Für uns das Ziel, dass wir mindestens am Zentrum und am Süden einen Deputierte kriegen, für das wir als Politik können umsetzen, an noch ein bisschen den etablierten Parteien über das Rolle an der Opposition ein bisschen anheizen können. Peting erstickt over am Verkehr, wie überall am Land. Piraten wollen den gratis öffentlichen Transport. Wie soll das Stauproblem lösen? Der Vorteil vom gratis öffentlichen Transport wäre, dass es viel mehr attraktiv wäre, dass die Leute gingen den Transport benutzen. Wir sind uns aber auch bewusst, dass nicht nur auf den Preise liegen, mit Qualität, den Service und auch davon muss ausgebaut vom öffentlichen Transport. Wollen wir mal Peting als symbolisch dafür, dass ein Frontalien über Peting nur an Land rauffahren. Und du bringst doch nicht zu 100 an Park-and-Ride zu bauen, du siehst mehr der Meinung, du musst Park-and-Ride, da wo sie wohnen, gebaut gehen. Und dass sie dann am öffentlichen Transport gratis können auf ihr Arbeit fahren. Das ist zu lonkisch. Zu lonkisch oder auch noch, wenn sie mehr weit wohnen. Das Prinzip ist, dass mehr gingen dort Park-and-Ride bauen, der Staat ging sie auch behalten, und da könnten die Leute parken, und vielleicht mal am Zug an den Staat fahren. Der Staat gibt dann die Park-and-Ride finanzieren, zu lonkisch. Das ging sie finanzieren. Wir gehen auch davon aus, dass, weil die Gebäulichkeit selber hält, dass der Staat nicht verliert, am Kontrakt verloren Blut geht. Die wollt den gratis öffentlichen Transport mit enger Vignette finanzieren. Wie sieht das Modell aus? Aber das ist so, dass am Moment eine Autosteuer zu bezahlen, also auf alle Autos, die ihn zu Lützeburg besitzt, es wird nicht besteuert, dass ihn benutzt, es wird just besitzen besteuert. Und wir sind der Meinung, dass ihn das umbauen soll, eine Vignette, wo dann alle Autos, die durch das Land fährt, muss kaufen. Das ist viel mehr fair, weil am Ende so, dass ein Auto auf der Straße bezahlt und den anderen nicht. Und dementsprechend in unserem Modell gingen sich eine Vignette kaufen, die nur flexibel ist, 10 Jahre. Und das Ganze soll an der aktuellen Autosteuer orientiert sein, sodass kein muss mehr bezahlen. Wie in Österreich? Wie in Österreich ist du also eine Vignette, wo ich klassisch an Fenster passt. Wir haben echt die Idee von einer App, einer digitalen mit einem QR-Code, für das in die Fenster nicht so passen wird, wenn die durch Europa fährt. Und wie ist es mit den Zerfallskontrolleuren? Wir sind uns da bewusst, dass verschiedene Ängste gehen, dass die Kontrolleure ihr Platz verlieren. Aber das ist genau der Kontra, was wir machen. An unserem Projekt gingen mehr Kontrolleure nachgestellt gehen, und sie sind da für die Sicherheit am Zug für den Service und Klient. Und auch an unserem Konzept gegen nach einem kleinen Ticket bestehen bleiben, bezahlt ihnen aber nicht. Das heißt, auch als Assuranzen an der Sicherheitsgründe muss ich nachher mal ein Ticket hoch für an den Zug ran, wir bezahlen ihnen nicht. No. Ihr wollt kein Tram bis auf Bach? Nee, weil wir gesehen, dass das
Millionegraver am Bereichen dann nach enkeier 20 Jahre bis den überhaupt realisiert das. Dafür sie mehr der Meinung, dass man op der Strecke Esch an Staat soll einen Expresszug ersetzen, den Oni Arree oder vielleicht nach zu Beteburg sto bleiben mir dann an 19 Minuten an der Stadt wäre, an dementsprechend die Strecke also ausgebaut gibt, wer soll man den nicht benutzen, immer lo im Deier an den Tram investieren. Wie ein Tunnel. Tunnel aus Nachmittag dementsprechend wäre das auch keine Alternative für uns. Weil da eine Alternative an 10 Jahren kann sehen, die Projekt müssen sich mir genau angucken, also Monorail liefert Autobahn, das ist eigentlich eine sympathische Idee. Muss ich gucken, dass das aber eben an 10, 15 Jahren zu realisieren wäre. Als Idee mit der CRL-Strecke echt stark, das finde ich schnell zu realisieren. Dieselauto, ja oder nein? Wir sind der Meinung, dass der Staat lange Zeit Leute gesagt oder noch über Subventionen von der Tankstelle, dass soll Diesel kaufen. Das ist falsch, Leute zu sagen, Diesel ist schlecht. Wir wissen, dass Diesel durch Firmen, die es manipuliert tun, gewisse Probleme hat. Das aber nicht, dass man muss sagen, Dieselauto bleibt stehen. Wir sind auch der Meinung, dass die Firmen, die die Auto verkaufen, dann durch Schmubetrieben haben, dass denen das für den Clio dazu bezahlen, für das man 3 geht, und nicht, dass die Clio nur nach für irgendein Update oder eine Notbesserung muss bezahlen. Du findest soll an einem Programm zum Flughafen für Großregionen gehen. Wie stellt ihr das vor? Das ist ja schon so, dass der Wachstum am Findel durch neue Fluggesellschaften, die nie auf der Luxair kommen sind, in den letzten Jahren wirklich stattgefunden. Wir sind aber auch der Meinung, dass die Luxair gestärkt muss gehen. Und dementsprechend soll der Findel für die ganz große Region attraktiv sein. Das heißt, du könnt auch den öffentlichen Transport. Wir wollen, dass ihm ganz einfach mal öffentlichen Transport bis auf den Findel kann fahren, dass ihm billig sein Auto kann parken. Der Findel muss einfach attraktiv sein. Wir haben ein Problem damit, dass verschiedene Parteien quasi hingehen, also gegen so ein, der Findel muss am Stand von den 70er Jahren zurück, der wir nämlich fliehen. Wir haben die Vision, dass der Findel da ist für die Betriebe auch auf Plätzeburg zu kriegen. Eine ganz Geschäftswelt kann nicht mehr leben mit attraktiven Verbindungen an Ausland. Dir kritisiert Luxtram an fordert der CRL soll nicht privatisiert gehen. Wir haben das Problem bei Luxtram, das wir auch kritisiert tun, als dass du eine Zweitgesellschaft geschafft hast, wo an Eisen an Lohndumping gemäht wird gegen den CRL. Minister wollten einfach nicht die Salären an die Konditionen, wo am Ende den CRL hat, wollten sie im Tram nicht bezahlen, und das für uns einfach nicht verständlich, und wir gingen noch nicht so tun. Was CRL belangt, da sind mehr dagegen, dass das gegen privatisiert ging, für uns muss der staatlichen Händen bleiben. Mir ist das schon nicht zu spät? Das verschiedene EU-Direktive, wo verschiedenes schon vorgesehen haben, wenn mehr in der Chambre wäre, ginge mehr ein Maximum machen, für das zu verzögern, beziehungsweise rückgängig zu machen. An Ihrem Programm schreibt ihr, es soll neue Kleinfirmen zu Lützburg ihr Viren abmachen. Wir sind der Meinung, dass zwar Flotters von Google oder irgendwelche Firmen, die auf den Mars fliegen, hinkommen, aber das ist aber auch interessant, dass junge Leute können hier Firmen aufmachen. Und dafür muss ich hingehen an meiner Bürokratie. Die Idee mit dem 1 Euro Startkapital ist ganz sympathisch, wie das ja schon teilweise umgesetzt ist. Aber da muss ich aber auch gucken, wie ein Soziallasten haben, wie ein Steuern die neue Firma viel zu bezahlen haben. Und dementsprechend muss der Staat, der Patron, aber nach weit entgegenkommen, weil am Moment ist nicht so, dass der Patron so ein einfaches Leben hat die ersten 2 Jahre. Zum Mindestlohn. Den ist anscheinend zu niedrig. Wo wollt ihr das abbessern? Der Mindestlohn ist definitiv zu niedrig, für heute zu Lützeburg können gut zu leben. Wir sind uns auch bewusst, dass man nicht hingehen kann, so, und der Patron muss 100, 200, 300 Euro mehr bezahlen, weil das gegen Preissteigerung am Land abdrücken. Dafür sind wir hingegangen und wir haben gesagt, der Staat muss seine Responsabilität dementsprechend überholen, und wir gingen dafür den Mindestlohn steuerfrei machen. Dementsprechend hätten Arbeiter den Mindestlohn verdient, direkt ab 1. Januar mehr auf sein Konto, auf der Überweisung, mit dem Patron muss nicht mehr bezahlen. Das heißt, geht alles vom Staat. Genau, der Staat ging dementsprechend über die Steuerschrauf, das macht auch viel drin. Aber bei den Steuern soll Steuerklasse 2 generalisiert gehen. Weil wir der Meinung sind, dass es an der heutigen Zeit nämlich normal ist, dass Witleute oder Junggesellen oder auch geschälte Leute müssen eine Steuer, quasi eine Strafe bezahlen. Wir sind der Meinung, du sollst jeder Verein dieselbe Steuerklasse kriegen, und das ist für uns eine fair und moderne Lösung, weil das ist wirklich rückgewandt, was
aktuelle Steuersystem nachbietet. Und der Krankenschein soll direkt bezahlt gehen. Der Krankenschein soll für den Patron direkt bezahlt gehen. Am Ende ist es so, dass der Patron über die Krankenkasse zwar remboursiert, kriegt aber erst nur 3 Monate. Das heißt auch da, wenn er eine neue Firma hat, dann nicht nur 2-3 Employeen oder die hat dann auch 500 Employeen und fahren da viel zu summen an den Krankenschein, hat er das Problem, dass der muss viel finanzieren. Als Idee ist, dass du ab dem nächsten Tag direkt den Patron nicht mit bezahlt, mit Krankenkasse überweist dem Arbeitsstadtgeld. Zum Beispiel, ich gehe beim Doktor, ich kriege eine Rechnung, ich brauche die nicht zu bezahlen. Das ist den Tiers payant, generalisiert aus dem auch dafür, das heißt, das ist das System, das am Moment muss ja Geld vierstecken geben bei den Doktor und da schicken sie nur Krankenkasse. Was wir gerne hätten, ist, dass der Doktor einfach nicht mehr nach Differenz berechnet. Nämlich den vollen Montant, mit das Krankenkasse bezahlt und direkt der Klient, den auf der Platz ist, dann eben die 2-3 Euro Differenz bezahlt. Teletravail soll vereinfacht gehen. Wir sind der Meinung, das ging auch um den Stauproblem aufhaken, dass ich nicht muss mehr auf der Arbeitszeit für alle Aufgaben zu erledigen. Es gibt sicherlich die Berufe, wo das nicht möglich ist. Mit denen, wo es möglich ist, sollen über die Digitalisierung hingehen und den Homeoffice legalisieren, sodass das möglich ist. Steuerlich Vorteile für langjährige Mitarbeiter. Wir sind davon überzeugt, dass es gut ist, von den Mitarbeitern am Betrieb hat, die lange durchschaffen. Am Moment ist es so, dass die immer mehr Angst kriegen, für irgendein loszugehen. Dem wollen wir entgegenwirken, indem der Patron Vorteile hat auf die Steuern, was den Employee mehr lang bei ihm schafft. Und wie gut sind die Interimsplätze? An unseren an als die Interimsagence keine Lösung, weil schon da ein so Gefühl, wie wenn den Mitarbeiter als Wurgang behandelt gehen, und dafür wollen wir die aber Maximum angrenzen, dass sie bis zu irgendeiner gehen, die Interimsagenzen. Ihr wollt kleine Kredite für die Personen? Das ist so, dass für allem Leute mit einem sozial mich schwachen Einkommens Probleme haben, für wenn man einen Trockner oder irgendeine Wäschmaschine oder sonst irgendetwas neu angeschaffen muss gehen oder einfach auf Hand fällt, für da können auf der Bank einen Überbrückungskredit zu kriegen. Dementsprechend gingen wir hingehen, wo staatlicher Seite mit den Banken, die gingen wir da zusammen schaffen, kann den 10.000 Euro so aufrufen, ehemalig, und dann kann er sich so einen Kredit, oder die 10.000 zurückbezahlt, kann er sich nach einer in 1-2 Jahren aufrufen. Der Bio soll TVA freigehen. Oft kriege ich von den Leuten gesagt, sie gingen gerne Bio essen, aber dass ihr Problem ist, dass den Bio einfach zu teuer ist. Dafür ist eine Idee, dass der Staat muss ein bisschen Püpp machen quasi, für dass die Bioprodukte, die an unseren Haaren sinnvoll sind, dass die den Preis ein bisschen raufgehen und dafür einfach TVA davon befreien. Just Bio? Am Ende, also just Bio, die normalen Ernährungsmittel, die gingen bleiben, wie sie sind. Und ein Steuerkredit auf Lebensmittel spenden? Das ist so, dass es zu viel Wäschgehalt gibt. Das heißt, wenn ein Supermarkt etwas übrig hat, fliegt das einfach an den Dreckskirche, da keiner hat etwas davon. Als Idee ist, von der Hygiene, das Datum ist vielleicht nicht aufgelaufen, aber so mal leben 1-2 Tage, wenn sie wissen sowieso, dass sie nicht mehr verkaufen, dass sie da können hingehen und sie spenden eine ASBL-Dat, und dementsprechend kriegen sie das von ihrer TVA bzw. Steuern aufgerechnet. Für Senioren wollt ihr Struktur bauen, mich schnell bauen? Okay, verstehst du mich dafür, dass am Moment von den an den Altersheimen oder so eine Struktur braucht, dass ihn du mit Wartezeiten von 1 bis 2 Jahren muss rechnen. Dementsprechend wollen wir hingehen, dass der Staat direkt aufhängt, neue Altersheime an anderen wie betreut Wunden auch zu bauen, für das das viel schnell geht. Ich kriege froh, Wunden mehr bezahlbar. Wie soll das? Den Drogo macht ja am Moment so, dass nicht genug Offer da ist, an dementsprechend der Preisantlug geht. Also gehen wir hin, Gemengen an der Staat sollen bauen und das dann an einem Formel für 10 Euro den Meter Carré verlohnen. Und dementsprechend, wenn ihn das dann 10-15 Jahre gelohnt wird, geht ein Teil davon angerechnet und dann kann ihn das kaufen. Wen soll entscheiden, wo kann er am Dach sein? Die Eltern oder der Staat? An unserer Auffassung ist ja all Mensch frei für zu dezidieren, wie er leben will. Dementsprechend ist es also auch wichtig, dass die Eltern können frei entscheiden, ob sie die Kinder an die Crèche, Maison Relais schicken oder ob sie dezidieren, für daheim zu bleiben.
Da muss an der Stadt natürlich auch hingoen an se net Falle los hin, wo eng Mkeet gi an se so még Auszeit op der Erbecht, dat uns dat doch Gege finanziert kreen. Bezweifelsweis de Staat muss auch hingo genug Platzen an de Krechen an Maison Reléen zur Verfügung stellen. An eng gratis Maison Relais oder gratis Krechen? Also fir Eis sollen se sowieso alle Gotten gratis sinn, gratis as natürlichschen héich Begriff, d'Allgemeinheet finanziert et solle es erkannt können du hinnerstecken oni muss App ze bezwellen. Wie gesieht ihr dat? Für uns wäre das ganz positiv, weil wenn ihn am Berufsleben will bleiben, muss er nur mal auf Krechen oder Maison Reléen zurückgreifen. An de gratis Schulmaterial für jeden? Da sind wir der Meinung, dass die Regierung nicht weit genug gegangen ist, um hier Formular zu kritisieren mit den gratis Schulbüchern. Die hören, dass das nicht so gut gelehrt ist wie geplant. Mehr man sagt, der Schritt in die richtige Richtung. Und wir sind der Meinung, dass auch das Schulmaterial wie Hefter, Bicker, alles soll en gros Kafki vom Staat an den Schüler zur Verfügung gestellt gehen. Wir sehen nämlich Probleme, dass in Hanno eine Sozialaufgliederung bemol huet, wenn ihr gesagt, dass den einen mit der teuersten Mark an die Schule könnt, während den anderen Eltern sich nur mal kein Louis Vuittons Schachtel können leisten. Das ist für uns ein Problem, an dementsprechend sollen sie nicht schon von kleinen Munds Gewisse kriegen, dass du eine Trennung von den Gesellschaften hast. Et hee den so munschen sozialen Neid und dem Lehrpersonal wie se Position. Dat ass richtig, et gëtt jo mir oft gesot, die gingen immens viel verdienen, so sie hunn Sal die gut ass mir hier erbecht ass jo net so einfach an dofir verste mir auch net, dass lo de Minister higängen ass an holle mal lummel Chargeen fir déi Narrenkeier ze begrenze, wie zum Beispiel an de grosse Vakanzen nemmi ze bezzuelen, bei private Patron méigich ass Bemol beim Staat méiglech ginn an mir stehen dofir, dass Gesamtleierpersonal respektéiert muss ginn, an dementsprechend muss auch gut bezahlt gin. Wie wichtig ist Lützburg an der Schule oder an der Gesellschaft? Also für uns als Spruch die Integration, das indische Modell wie verschiedene Nationalitäten können man nicht kommunizieren. Dafür ist für uns immens wichtig, dass alle Schulklassen als Grundspruch Lützburg schon. Datenschutz, dir steht wie eng selber Bestimmung über Daten. Wir sind der Meinung, dass jeder eng Information soll kriegen, was Betriebe, Gemenge, Staat und Daten haben, an dementsprechend doch selber kann bestimmen, was da geschieht, ob er sie löschen muss. Es kann nicht sein, dass von den Bürgern Daten existieren, wo die Bürger selber nicht wissen, dass die gibt. An biometrische Daten nehmen am Ausnahmefall. Wir sehen die biometrischen Daten schon beim Pass kritisch mit dem Staat, weil die und das immer weiter ausbauen. Das Problem ist, dass ich nicht wirklich kann garantieren, dass die Daten auch sicher kryptiert sind. Das heißt, was geschieht eigentlich mit den Daten, wenn ein Delo hacke geht? Und das ist das Problem, wo wir sehen. Wir sind nicht grundsätzlich gegen den biometrischen Pass, aber wir sind dafür, dass die Daten besser geschützt gehen. Wie soll der Staat auf Open Data setzen? Wir sind der Meinung, dass Programme, die angesagt gehen, dürften nicht von ausländischen Firmen, am Moment vor allem aus Amerika, gesteuert gehen. Wir sind dafür, dass Open Data so gesagt gehen. Das heißt, der Quelltext ist, ob jeder kann gucken, was mit den Programmen geschieht. Dementsprechend, dass eine gewisse Transparenz dann, was der Staat auch mit den Daten möchte. Dazu wollen wir, dass Lützeburg Vorreiter soll gehen an der ganzen Open Data Industrie, wo ich kann Open Source Programme weltweit noch vermarkten. An gratis Wifi auf öffentliche Plätzen? Für uns als die Information an so mit dem Internet schon quasi ein Grundrecht für jeder soll haben. Und dafür sind wir der Meinung, dass auf den öffentlichen Plätzen, mehr auch am öffentlichen Transport oder wenn der Kaffee geht, überall soll den Wifi frei verfügbar sein. Die Grundversorgung vom Wasserstrom soll nicht Privatfirmen. Wir sind der Meinung, dass so wichtige Strukturen sollen in der Staatshand bleiben. Und mir noch verstehst du mich dafür, dass chinesische Investoren so wichtige Strukturen verkauft gehen. Die wollen transparent Politiker. Zumindest an den Finanzen. Ja, wir sind der Meinung, dass Politiker müssen ablehnen, was hier nebenan sind. Am Ende so der Politiker schafft 20 Stunden und jener 20 Stunden kann er nach Geld nebendran verdienen. Los da war so, du sind da die verdienen 100.000 Euro und wissen okay, wo sie herkommen. Aber für uns ist das ein Problem, weil das kann ja einen Einfluss auf hier das Stimmverhalten an der Chambre haben. Du fährst mehr Geld, dass der Wähler weiß, wo die Suchen herkommen.
Dat heescht nëmmen nach normal 40 Stunden fir e Mandat vum Politiker. Kekomül méi. Dat wär die optimalste Lesung. Ich mengen am net, dass man dat mat all de Parteien gegen hekräe mir secherlech als Eisidee, dass de Politiker just als Politiker schafft an och just op enger Platz. Net dass se nach 3-4 Mandat an jewe mir wann den Deputéierten as noch just die Erbeg an der Chambre machen. Ich wär froh, wann die an der Parteien dat doch gegen so gesinn, ich meng dat gët ganz schwéier Diskussion. An Gesetzinitiativen wie Volksbegier. Ja, et geht alles darums, dass wann ich genug Innerschriften hört, so mal 3000 einfach in den Raum geworfen, da sind da keine Gesetze sein vor von Chamber gehen und dementsprechend Chamber muss darüber aufstimmen. An Froen vom Bierge und dem Minister. Es soll möglich sein, dass nicht nur den Deputierte mehr, auch der Bierger kann einen frohen Minister stellen, an dat mal länger kleiner hört so mal 200 bis 300 Innerschriften sammeln und da kann den Minister einen vorstellen. Wahlkommes hut Dir net mat ënnerschriwen. Wieso? Weil mehr als géint Mikrotargeting an Dark Post ausgeschwert hunn, mir sinn einfach der Meinung, dass dat ein Instrument ist, wo den Trump sich an der letzte Wahl ginn huet, dann dofir auch zu Recht kräftig kritiséiert ginn ass an Janer Parteien hunn sech nummol erlaubt, an dem Wahlaufkommen es notregelch fir Dark Posts an Mikrotagging lo an de Wahlen zu benutzen, an do sie mehr dagegen. Partei Piraten steht fir modern Lützbusch. Wo gesieht Dir Lützbusch an 10 Joer? Also mir an Verantwortung komme ging ich so und dann as dann 10 Jahre modern Affaire. Das ist so, dass mehr über Lützeburg wollen opbauen, wo auch kleine Entreprisen Möglichkeit zu für sich auszubauen, wo jeder Möglichkeit hat zu wohnen, wo ich nicht muss fortlaufen, weil ich halt keine Wohnungen mehr kriege, wo ich kann frei dezidieren, wie ich will leben, wo ich aber auch auf seinem Lebensofen Möglichkeit hat, für nach gerecht an flott zu leben, weil kann ja auch nicht sehen, dass mehr Bemol für die Senioren keinen Platz mehr haben. Das ist also modern, da fährt Lützeburg, wo alle guten Generationen können zusammen leben. Vielmals merci, Marc. Gerne, merci. Und einen schönen Abend.